Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Ich möchte gerne heute mit euch ein bisschen Gel-Prints machen. Ich habe seit Ewigkeiten meine Jellyplate nicht mehr vorgenommen und es ist doch jetzt unbedingt nötig, dass ich das wieder mal mache. Ich habe mir in der letzten Zeit auch immer wieder Videos angeschaut. Und habe dort super geniale Sachen wieder gesehen und das hat mich richtig gekitzelt in den Fingerspitzen. Ich muss unbedingt wieder mal ein bisschen printen. Ich habe mir ein paar Materialien parat gemacht und zwar zum einen sind es so Tapeten. Die sind aus einem, ja, so einem Katalog, aus so einem Tapeten, wie sagt man dem? Ja, habe ich mal in der Brocki gefunden, so einen Tapetenkatalog mit so Muster drin. Und genau, die sind zum Teil recht hässlich. Darum probieren wir doch jetzt da drauf mal zu printen, vorne und hinten. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich will es ausprobieren. Und nachher hat man nämlich ganz geniales Material, weil die haben ja so eine schöne Dicke. Ich glaube, mit dem kann man super geniale Covers machen. Und dann habe ich mir auch noch einen grossen Einkaufstaschen auseinandergenommen, wo ich auch noch ein bisschen drauf printen will. Und. Ja, ich habe hier eine ganze Kiste mit Schmäus, selber gemachten Stempel mit Linolschnitten, mit irgendwelchen Zahlen, Schablonen, mit irgendwas. Da findet sich dann sicher irgendetwas Cooles. Meine absoluten Lieblings sind tatsächlich die Pillenblister. Das liebe ich mit diesen ja, so Abdrücke zu machen. Und da habe ich natürlich auch noch irgendwelche Schablonen parat gemacht. Und jetzt würde ich sagen, Achtung, fertig, los. Einfach drauf los. Ich habe noch absolut keine Ahnung. Und was ich auch muss sagen ist, jedes Mal, wenn ich etwas mit Jellyplate mache, wird es absolut chaotisch. So, das brauche ich jetzt mal, um dann da meinen Roller abzustreifen. Und ich würde sagen, mit was fangen wir an? Ich habe doch keine Ahnung. Irgendetwas. Oh, das ist doch eine hübsche Farbe. Ich glaube, ich mache einfach mal einen Hintergrund. Ja, das ist jetzt natürlich so, dass das tatsächlich nicht saugt. Das Teil saugt nicht. Dann müssen wir es jetzt fast Ewigkeiten trocknen, gell? Aber jetzt haben wir da natürlich eine geniale Struktur bekommen. Ich habe leider nicht so eine grosse Jellyplate. Ich kann jetzt gerade nicht sagen. Aha, guck mal. So ein bisschen wie ein Baumstamm. Hä? Ja, ich kann jetzt da also nicht gerade sagen, wie groß das sie ist. Ich weiß es gerade nicht. Und jetzt gerade für die grossen Projekte mit diesen grossen Tapetenblättern und so wäre es natürlich schon cool, wenn man eine grössere hätte. Aber hey. Hey. Wir nehmen doch einfach das, was wir haben. So, jetzt gehen wir hier noch einmal drüber. So. So sieht das aus. Und jetzt hier. Ja, da denkt es mir, geht es ein bisschen besser auf den. Also da die Rosahnung. Keine Ahnung, das ist jetzt da komplett noch nicht trocken. Ich weiss nicht, wie es wird, wenn man dann noch mehr Schichten drauf macht. Keine Ahnung.
Also, ich glaube, ich mache jetzt hier einfach mal noch ein bisschen. So. So, ich habe jetzt mal gedacht, in der Zeit, wo ich hier ein bisschen warte, könnte ich mal das hier einfach ein bisschen anmalen. Also in der Zeit, wo ich warte, bis der Print da, bis ich den abnehmen kann. Manchmal geht das ein bisschen lang, bis das getrocknet hat. Aber ich habe gedacht, auf dem da kann man wahrscheinlich sowieso nicht so gut printen. Oder ich weiß auch nicht, das fühlt sich auch so nicht saugfähig an. Und das war das Zeichen, das ich hier gemacht habe, dass ich das da direkt da drauf geschmiert habe. Könnte ich da vielleicht nicht zu einem Babytüchchen. Kann ich es vielleicht da wieder rauswischen? Oder nicht rauswischen, ein bisschen mehr drin reinstreichen. Okay, ist auch gut. Oh ja, wieso nicht? Mal jetzt halt gerade mit dem an. Hey, obercool. Jetzt hier noch irgendwas so ein bisschen draufstempeln oder so mit schwarz, oder? So, mal schauen, was da geht. Oh, ja, nein. Doch, ein bisschen. Wow, das ist ja genial rausgekommen, hä? Cool. Das gefällt mir. Also weiter. Ich benutze das, wenn das nicht ganz abgekommen ist, benutze ich das eigentlich wirklich immer noch ein bisschen weiter. Machen wir mal Graphit. So, noch trocknen. Jetzt möchte ich hier gerne so ein paar schwarze Kreisli drauf bringen. Ah, ja, wieso nicht? So, also jetzt ist es glaube ich mehr oder weniger trocken. Jetzt nehmen wir hier mal Karmin.
Und da habe ich noch so ein metallisches Blau. Ach, und am Roller hat es noch ein bisschen Gold gehabt. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Gold drauf. Da. Ja, was fehlt da noch? Da fehlt da schon noch ein bisschen etwas. Hey, irgendwas müssen wir da schon noch machen. Ich habe ja da noch die Zahlen. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Ah, und Buchstaben, woher die kommen. Also woher sie kommen, weiss ich schon. Ich habe sie in der Brocki gekauft. Aber was das ist genau, was das für Schablonen sind oder so, ich weiss es wirklich nicht. Mal schauen. Ja. So, dann wollen wir doch mal schauen, was da für kommt. Okay, ja, wieso nicht? Aber da ist irgendwie die Hälfte wieder nicht drauf gekommen. He? Und da? Ja, von den Kreiseln sieht man relativ wenig, gell? Aber das macht nichts. Wir machen einfach weiter. So, und jetzt könnten wir das nehmen da. Oh, sehr cool. Also, es ist cool rausgekommen, obwohl es nicht ganz alles abgedrückt hat. Aber da. Mega. So, und jetzt die da. Ah, ja, die können wir noch da drauf tun. Gut. Ein bisschen trocknen. In dieser Zeit kann ich mir überlegen, was ich gerne mit dem dann noch weitermachen will. So, ich hatte hier eine Idee mit der Rose. Ja, ich nehme an, man sieht nicht wahnsinnig viel von Rosen, aber es gibt immerhin so coole, sehr pinkige Abdrücke. Ich habe mir überlegt, ob ich drauf so spritzen mit Pink. Aber dann habe ich gefunden, komm, jetzt machen wir doch das mal so. So, oh ja. Cool. Doch, das gefällt mir jetzt also recht gut. Vielleicht muss ich dann gleich noch einmal mit etwas Dunklerem kommen. Ich weiß es nicht. Ich lasse das jetzt mal trocknen. Und das restliche Pink teile ich jetzt hier mal noch ein bisschen da drauf. So, ich finde nämlich, das Teil ist auch recht cool. Sehr,
sehr messy und grungy. So. Also, wenn wir schauen, wie es da weitergeht. Das ist mehr oder weniger trocken. Da auch. Ja, fast. He? Fast. Und wie machen wir jetzt das? Wenn wir da gerade beim Pink bleiben? Ich habe zwar gesagt Silber, aber das können wir ja immer noch machen. Ich nehme jetzt Pink. Jetzt wollen wir das noch da. Das wollen wir doch jetzt noch da. So. Und den Rest tun wir da her, oder? So. So. Jetzt ist noch die Frage, was machen wir mit dem? Da, ich finde, da können wir noch etwas drauf schmieren. Und ich glaube, da haben wir recht viel Gold und da haben wir ein bisschen Gold, das drunter schaut. Ich glaube, ich mache da einfach mit dem Roller noch ein bisschen mehr Gold drauf. Das ist ja dann auch nicht volldeckend und dann sieht man die Buchstaben da immer noch. So, mal schauen. Mal schauen, ob es läuft. Oh, was habe ich gesagt? Sie ist nicht deckend. Naja. Mal, das ist schon gut so. Ja. Sehr cool. Gefällt mir mega gut. Ich glaube, das könnte einen ganz coolen Einband geben für so ein Mixed Media Journal oder so. Irgend sowas. So, und was ist jetzt mit dem da? Das ist noch lange nicht trocken. Ja, es passt mir immer noch nicht so ganz. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen hier noch einmal grosszügig drüber, wenn dann das getrocknet ist. Jetzt, meinst du, ist das schon trocken oder müssen wir noch mal ein bisschen warten? Nein, schau. Wow, sehr cool. Schau dir das an. Hey. Recht genial geworden. Das ist doch recht genial geworden. Ich finde jetzt, es passt gerade nicht so gut zu dem, leider. Aber hey, das können wir alles noch passend machen. Ich finde, wir sind hier noch lange noch nicht fertig. Wir können gut hier noch etwas und hier noch etwas und hier noch etwas. Ja, irgendwie. Irgendwie kommen wir da schon zusammen. So, ich habe mich jetzt für das entschieden. Ich glaube, das mache ich mal hier her. So, da haben wir ja auch noch so ein angefangenes. Da kann man dann auch noch ein bisschen etwas dran weitermachen. Das ist halt alles sehr hell und nett und freundlich. Wir müssen noch ein bisschen warten. Aha, ja. Okay, das ist recht hässlich. Finde ich jetzt noch so. Probieren wir irgendetwas Neues. Ich würde gerne noch mal ein bisschen schwarz.
Komm schon. Uiui, es wird immer schrecklicher. Es wird immer schrecklicher. Kennt ihr das? Manchmal läuft es total und manchmal läuft es einfach nicht. Und jetzt im Moment gerade denkt es mir, läuft es gerade nicht. Aber hey, das kann sich ja alles noch ändern. Dann probieren wir doch das mal hier drauf zu pflümeln. Okay, schauen wir, was vorkommt. Ah. Okay, genau so hässlich, wie ich gedacht habe. Nein, ehrlich. Also, machen wir weiter. Oh. Mia? Mia? Mal schauen, ob das nachher etwas wird. Die Frage ist, mit was gehen wir denn da drüber? Probieren wir es nochmal. So, mal schauen, was da kommt. Oh, ja. Ein bisschen von der Federung sieht man schon, aber es ist zu wenig. Es ist zu wenig. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Weiss. Und zwar das Titanweiss, weil das deckend ist. So, und weil das so ein riesengroßes Projekt ist, kann ich leider nicht ganz alles zeigen und wir müssen einen kleinen Gump machen, und zwar bis zum Schluss. So, und jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, was wir da alles geschaffen haben. Und zwar sind als erstes, zeige ich mal die zwei Säcke. Die Papiersäckteile. Da habe ich mit viel Gold und Pink. Und da ist noch so ein bisschen Silber oder was auch immer das ist. Ich glaube, das ist das ganz helle Glitzer, Türkis, irgendwas. So sieht das aus. Und ich finde, ich habe hier abgerollert, mein Roller und ja, das ist einfach so nebenbei entstanden, oder? Und das auch. Das ist das zweite vom Papiersack. Das ist ein bisschen mehr silbrig und so mit dem türkisblauen, dunkleren, also dem Marabu Metallic. So, und mit schwarz. Und ich finde, das ist auch recht cool rausgekommen. Das so mit dem dann irgendwas weiter basteln. Vielleicht sogar als Journal-Einband oder Text daraus schneiden oder so. Ich glaube, mit dem bringen wir irgendetwas Cooles zustande. Und dann gehen wir mal weiter. Das hier, die Tapete, das ist die so eine komische schokibraune, ja nicht gerade Schoki, aber irgend so eine komische braune Tapete gewesen. Hey, und jetzt sieht es doch einfach nach einem extrem geilen Masterboard aus. Ich würde das jetzt nicht gerade als Einband für ein Journal brauchen, für das sind mir die Buchstaben einfach so ein bisschen zu plump, ich weiß es auch nicht.
Aber da irgendwelche Texte draus machen oder es irgendwie als Hintergrund zu nehmen oder so, das finde ich ganz genial. Und dann das nächste wäre das ganz helle. Ja, da bin ich ein bisschen zögerlich gewesen, habe verschiedene Sachen ausprobiert, habe auch ein bisschen mit Schablonen und so und ja, irgendwie. Doch, es ist schon auch herzig. Aber jetzt gerade hier zum Beispiel bin ich nachher mit dem so einer ganz feinen Graphit-Farbe nachher drüber und ja, am Schluss ist einfach alles noch so ein bisschen rauchig geworden rundherum. An gewissen Stellen glitzern da auch noch so ein paar Buchstaben für. Das finde ich auch noch ganz speziell. Oder Zahlen oder irgendwelche Zeichen. Und da auch. Das gefällt mir auch sehr gut, der Bereich. Ja, ich glaube, mit dem kann man ganz sicher auch irgendetwas anfangen. Und dann kommen meine 2 Highlights. Und zwar wirklich das hier und das hier. Die 2, ich finde sie einfach genial. Ich bin völlig verliebt in die Farbkombination mit dem Grau, Rot, Pink, Schwarz, irgendwie alles das. Ab und zu blinkt wieder irgendetwas ganz Helles für, ganz Leuchtiges. Das finde ich total schön. Dann sieht es wieder aus wie so eine alte Mauer irgendwo in Südfrankreich oder ich weiß doch auch nicht. Da sogar noch ein bisschen mit Stuck oder man könnte es auch meinen. Da drunter sind meine Ostereier versteckt. Die habe ich Gott sei Dank können wirklich ganz verstecken. Da blitzen sie noch ein bisschen durch und das macht gar nichts. Ich finde, es ist super rausgekommen mit diesen Buchstaben. Hier auch. Ja, finde ich genial. Und da bin ich wirklich komplett vernarrt in diesem Bereich hier. Ich habe es schon fast schade gefunden, dass ich hier noch drüber rein bin. Aber nein, es reicht, wenn es hier auf dieser Seite ist. Auch hier blitzt ab und zu noch ein bisschen pink führen. Ich finde das absolut genial. Hier gefallen mir die Buchstaben wunderbar und auch die ich hier dann noch schlussendlich so ein bisschen drauf gestempelt habe mit der Schablone. Ja, überall ist irgendwie etwas zu finden. Ich finde es mega cool. Ich finde es obercool. Und das jetzt so als Beiband von einem Journal. Also da wäre ich natürlich total dabei. Ich finde es genial. Ich finde es absolut genial. Ich habe auch Freude an diesen 2. Und natürlich an diesen anderen auch. Es war ein grosses Stück Arbeit, aber es hat extrem viel Spass gemacht. Und ich frage mich, warum die Jellyplate so lange geschlafen hat in meinem Schrank. Ich muss unbedingt weitermachen. Es macht einfach so extrem süchtig. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr weiter schauen wollt, was es da mit dem Zeugs gibt, dann ja, bleibt dabei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!